Der Michi wird mit seiner alten streitert wegen der Tina, aber schließlich zieht er seinen Anzug bei die Schande wieder zurück. Margot backt seinen Kuchen jetzt im Wirtshaus und nicht daheim. Und durch das kann der Paragraphenreiter nichts mehr dagegen haben. Sarah wird von seiner preislichen Gespuse mit einem raffinierten Heiratsantrag überrascht und lässt sich gleich darauf ein. Aber ein Herrgott sein Segen kriegen sie nicht für das. Von Preis seine Leute kriegt er nie da 300 € geschenkt und der Philipp auch, aber das weiß er noch nicht und meint, dass er es ihm nicht vergunnen und haut bei der Uschi gescheit auf den Tisch, wie er es ihm Kathi ans Herz gelegt hat. Und am Ende kommt er sich nachher hübsch gepflanzt für. Als Bärli wird recht beize, weil sein Bayerkoferer Tagbladel recht wieder fledert ist, bis sie nachher außersteht, dass Kathi das alles rausgerissen und in ihren nassen Schuh eingeschobt hat. Und drum tut es ihm dann wieder schön aufpegeln. Den preisischen Kölner, deren seine Zent so sakrisch weh, dass er bald nichts mehr reden und auch mit den Weibern nicht mehr spernzeln kann, weil er zu feig ist, dass er zum Zahnspangler geht. Seine Spätzchen überreden ihm aber nachher da. Und dann möchte er eine aufreißen, die wo geil Anna heißt. Er vergisst aber nachher der seinen Namen wieder und der Philipp muss ihm wieder sagen. Danach möchte er auf die Hochschule für Künstler studieren. Aber die nehmen ihm nicht, weil er nichts wert ist. Darauf probiert er es bei einer anderen Hochschule. Und für das sagt er dem Wirt seinen Dienst auf. Der meint, er soll sich ein geidiges Weiberleid suchen und ihr auf der Tasche liegen, so wie der Sascha.